get support. At a time of need, it'll be enough. Another chance. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zu dem ganz entspannten Mittwoch am Abend-Stream. Salut zusammen, ciao Jungs, Nicola Probst, hey, salut, Schweizer Käseküchli, ey, was geht ab, Käseküchli, Mozi AG, salut. Und, nein, natürlich der Schweizer Töfflifahrer, grüße an alle euch. Mutschmeier West lässt grüßen. Was? Swiss Gaming, Sally, alle zusammen, die hier am Start sind. Wie geht's euch? Geht's euch auch nicht gut? Wie ist die allgemeine Stimmung? 1 im Chat, wenn es euch gut geht, 0 im Chat, wenn es euch schlecht geht. Wieso immer, auf jeden Fall, ja. Also, heute haben wir mal einen ganz entspannten kleinen Reaction-Stream. Also nicht nur Reaction, einfach gute Unterhaltungsstream. Ich habe hier das Wasser von der Coop. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Werbung ist, aber es ist einfach Wasser. Auf jeden Fall. 1 in Chat, minus no. Oh. No in Chat, Mozi AG. Was ist denn bei dir los, Mann? So, aber auf jeden Fall, was ich will sagen. Meine Damen und Herren, und Damen. Es sind wahrscheinlich noch gar keine Damen im Chat, oder? Es sind wahrscheinlich noch keine Damen im Chat. Ganz ehrlich, wir sind ja nicht so viele Leute. Also es sind wahrscheinlich noch keine Damen im Chat. 1 in Chat, wenn ihr eine Frau seid. 0 im Chat, wenn ihr noch keine Frau seid. Wenn ihr Frau seid, 0, 1 im Chat, wenn ihr Mann seid, alle, let's go. Ich habe gerade gesehen, der Mark Galaxy ist im Chat. Der Markus Galaxus, absolutes Riesenopfer. Aber auf jeden Fall habe ich gesehen, gerade in der letzten Minute habe ich gesehen, dass der Vagalut ein Video abgeladen hat. Ich habe kurz drauf geklickt und dachte, nein, ziehen wir noch nicht ein. Weil ich will das jetzt gerade hier im Stream mir einziehen. Ja. Es geht los, hat er geschrieben. Der Markus Galaxus. Ich wollte einfach mal nicht länger um den heißen Brei reden, wie der Can in seinen Streams jedes Mal. Darum legen wir jetzt einfach los. Ich habe es gerade vor 2 Minuten geschaut. 0, weil ich den Podcast noch nicht gelost habe. Oh shit, boys. Ja, Mozi AG, das müsst ihr schon auf jeden Fall hören. Ist das jetzt nicht diskriminierend gewesen? Wieso? 1 im Chat Mann, 0 im Chat nicht Mann, oder was? Scheiße. So. Dann würde ich nicht so sagen. Ich höre da etwas, was ist hier los? Hä? Was ist hier los? Ist das eine Lieferung oder wie? Aha! Ich bekomme mein Handy hier geliefert von einer mysteriösen Person. Nee, Spaß natürlich nicht. Meine Freunde bringen mir hier absolut das Handy vorbei, weil ich bin jetzt seit gestern oder so, seit am Montag mache ich aktiv Instagram-Stories und darum, ja, mache ich jetzt natürlich auch Instagram-Story, weil wenn ich aktiv Instagram-Stories mache, dann muss ich doch eine Instagram-Story machen von euch. Darum, ich würde sagen, alle jetzt 1 im Chat, let's go, Digga. Jetzt ist eine Frau im Chat, genau meine Freundin vor im Chat. Sie ist nicht mehr im Chat, was ist hier los? Schlechte Freundin. Free Leon an der Stelle. Nein, aber ja, jetzt einfach mal, vielleicht, wenn ihr es schafft, wahrscheinlich schaffen wir es absolut nicht. 1 im Chat, Jungs. Okay, so, let's go. Meine Damen und Herren, ich bin auch immer Mittwoch, wie jeder Mittwoch, bin ich am Livestreamen hier. Mein Chat ist auf jeden Fall schon da. 1 ist, aktiver Chat. Deine Mehr schreibt einer. Genauso deine Mehr, kennen sie sehr gut. Kommen wir den Livestream, YouTube, Maelo, ich bin gerade am Livestreamen. Kommen wir vorbei. So. Folgen bitte. Ja klar, deine Mehr. Ja, deine Mehr habe ich jetzt noch gerade beleidigt. Deine Mehr, alle, ganz ehrlich. So. Oha, jetzt haben die 1 im Chat gepostet. Let's go. Geil. Ne, aber wirklich, geil, freut mich sehr. Hier, meine Story. Let's go. Yalla, jetzt zack, in die Story hauen. Oh nein, ist das erledigt für heute? Ich würde jetzt aber sagen, 0 in... Ja klar, Mark Galaxy, komm, ganz ehrlich. Nein, der Mark Galaxy will jetzt hier in unserem Stream, aber in unserem Stream wollt ihr jetzt noch ein bisschen sehen, wie geht Unterhaltung, wie kann man einen Stream gut beleben in der Schweizer Szene. Ich meine, wir kennen sie alle von der deutschen Szene und so weiter. Montana Black, der Knossi und so weiter und so fort, die kennen alle gut.
die sind alle gut. Aber in der Schweiz haben wir nur guten. Und zwar hier, der sexy Boy, der Maelo ist nur am Start. Nur der kann gut livestreamen. Der Can ist die absolut grösste Schnarchnase im Business. Spaß. Nee, Spaß beiseite natürlich. Der Can macht also sehr gut, streamen länger schon. Und darum wollte jetzt mir einfach nicht mehr länger hier aufhalten und einfach mal hier drauf schalten. Huch! Hier! Es geht los! Mark Galaxy. Es geht los. Was geht los? Ich bin gespannt. Was geht los bei Mark Galaxy? Was geht los? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich finde nicht mal blöd, ein Witz, von dem mir dazu einfallen könnte. Ich habe leider gerade meinen Laptop hier nicht. Also sehe ich gerade den Chat nicht. Bin völlig lost. So, ich muss das schon schnell aufrufen. Und dann fangen wir gerade an mit der kleinen, kurzen und schlechten Reaction. So, hier. So, also, let's go. So. Guten Abend, Leute. Hallo zusammen. Auf jeden Fall alle, die da am Start sind. Danke vielmals. Ja, das ist schon ein bisschen cringe, wenn du nachher noch die Story musst anschauen musst. Ja. Also, let's go. Auf jeden Fall, you're my brother. 2 Döffli-Bub, was willst du von mir? Nein, also auf jeden Fall, Mark Galaxy, es geht los. Ich frage mich, was geht los? Keine Ahnung. Aha. Es ist einmal noch nicht lang her ein Bibli gsi, Auf elegant. ganz alleine gesessen ist, mit Riebli in den Fingern. Die haben ihn nämlich immer fasziniert, schon lang, die Dinger. Doch langsam, aber sicher wird's fürs Bibli immer schlimmer. Wieso? Wird es immer schlimmer, weil er so ein komisches Hemdli anhat, so auf No-Homo-Basis oder Full-Homo-Basis. Zu seinen Hobbys gehört halt nicht nur das Gemüse im Händli heben, sondern auch auf YouTube ständig ohne Ende reden. Er labert gern wie so ein Depp bis Scheissdreck vor sich an. Zum Glück nur vor der Kamera. Ey Mann, der Basler Dialekt, da muss ich irgendwie schon abschalten, direkt Dislike geben und so weiter und so fort. Nein, natürlich nicht. Aber das Baslerdeutsch schießt mich schon an. Weil er hat so eine Fahne. Hey, wo habe ich eine Fahne? Wie kommst du darauf, dass ich Mundgeruch habe? Dude, ich putze regelmäßig meine Zähne. Sogar mit Zunge. Das ist richtig hässlich. Aber immerhin ist es nicht sauber. Oh, pardon. Ganz ehrlich, alle Leute von euch draußen, macht ihr das mit Zunge? Macht ihr mit Zunge? Eins in den Chat, wenn ihr mit Zunge macht. Einfach mit der Rückseite. Die Rückseite vom Zahnbürstchen hat manchmal so eine raue Oberfläche. Macht ihr mit Zunge? Ja, mit Zunge. Scheiße, das ist nicht ein guter Clip. Also meine Freundin macht es mit Zunge. Danke vielmals, Fabio. 0, nein. Oh, war die Hand keine. Ja, genau so. Ja, 1 im Chat. Okay. Hast du wirklich das Gefühl, Leute gehen... Was? Schweizer Käse? Was willst du? Hast du jetzt wirklich das Gefühl, Leute gehen dir jetzt folgen? Hä? Ist mir jetzt pervers da rein? Okay, nein, also ich bin fertig mit Perversitäten. Seid ihr Zahnseide-Menschen? Ich muss sagen, die einzige Mal, wo ich wahrscheinlich Zahnseide brauche, ist die 2 Tage, bevor ich zum Zahnarzt muss. Huch! Ein Bibli voller Leidenschaft, voll Ehrgeiz und Talent, wo die Videos nur mit Leidenschaft. Schon bald ist er am Ende, denn jede Woche immer neu zerbricht er sich den Kopf, über welche Themen er ein Video filmen will. Hey Mann, So längst jetzt! gern wäre unsere Mark am regelmäßig Content bringen, doch lieber tut er in seinem Zimmer wie ein Volldepp singen. Immer nur am Musik machen. Jo, es ist echt schade. Denkt der kleine Tuner ernsthaft noch, er wird ein Star. Ey, jetzt muss ich dich aber schon wieder unterbrechen. Weißt du, zuerst meine ich immer, es geht in eine richtige Richtung von dem, was du erzählst. Und dann laberst du wieder irgendein Scheissdreck. Gib mir den Scheiß mal her. Gib mal. Da steht nichts drinnen. Was? Da steht nichts drinnen. Du liest dein Gedicht ja vor. Nein, ich habe nur das da drinnen. Also komm.
Marc, also ich weiß auch nicht, auf was von einem Niveau von Unterhaltung sind wir mittlerweile angekommen, dass der Trick-Look-Joke noch da ist. 2018 war der noch witzig gewesen. Heutzutage ist einfach nur etwas witzig. Und zwar die Oberlippenbart. Und gang weg, ich erzähle weiter. Ja, das mit diesen Ideen, das ist immer so ein Ding. Du als YouTuber, der regelmäßig Videos macht, hast du halt immer ein bisschen das Problem, was mache ich als nächstes? Was ist meine nächste Videoidee? Und da habe ich häufiger mal Probleme damit. Wenn bei mir keine Videos kommen, denkt ihr wahrscheinlich, ja, der macht absolut nichts. Und ja, da hat er absolut recht. Nein, das Ding ist, was ich habe gemerkt ist, je regelmäßiger dass man Videos macht, desto häufiger kommen immer coole Ideen. Also wenn man lange nichts macht, hat man auch lange keine gute Idee. Aber wenn man immer wieder gezwungen ist, etwas zu machen, dann hat man immer Ideen. So, jetzt in dieser Zeit, wenn ich keine Videos mache, dann mache ich ja nicht nichts so. Also logisch als Joke, ja, ich mache nichts so. Aber ich arbeite sehr viel an Musik. Wie ihr wisst, bin ich... Ja, ein bisschen abgesehen von dem, dass ich nicht Musik mache, ist es wirklich so, dass... Hallo, Grisha Yeti und eigentlich alle noch im Chat, wollte ich nochmal begrüßen. Hallo zusammen, dass ihr alle da dabei seid. Würde mich sehr, sehr freuen. Aus Aargau kommst du, alles klar. Ne, aber auf jeden Fall, alle Leute, die im Chat sind, Kurs geht raus an euch. Merci vielmals, seid ihr am Start, habt ihr die Zeit gefunden, an dem Mittwochabend hier einzuschalten. Was ich wollte sagen, ist, eben, genau das. Ich mache ja jetzt zwar keine Musik, aber es ist genau so bei mir auch. Wenn ich nicht weiss, oder wenn ich aktiv Videos mache, jede Woche ein Video muss machen oder so, dann finde ich irgendwie schon eine Idee, die ich machen kann für ein Video. Aber wenn ich nicht so lange nichts gemacht habe oder so, dann sind irgendwie auch automatisch meine Ansprüche so in die Höhe, beziehungsweise auch meine Kreativität sinkt vielleicht ein bisschen, weil ich einfach nicht mehr in dem ganzen Flow, sagen wir jetzt mal, drin bin und einfach irgendwie die Ideen nicht mehr so schnell kommen, wie sie eigentlich sollte kommen. Das ist also bei mir genauso, und als YouTuber kämpfst du irgendwie gefühlt immer die ganze Zeit ein bisschen darum, ja, dir zu fragen, was will ich machen, was mache ich für Video, hier und da und dort. Das ist wirklich so ein bisschen ein Struggle mit sich selber auf jeden Fall, ja. Nur wegen dir müsst ihr noch Plakat machen. Ich weiß nicht, was du meinst. So. Recht musikalisch, kann man das so sagen? Oder klingt das wieder mega abgehoben? Oh, ich bin musikalisch. Dann ist abgehoben. Nein, ich tue einfach sehr gerne Musik machen, singen, rappen, Beats machen, Songs schreiben, was auch immer. Und da bin ich sehr oft dran. Auch bei mir hier am PC habe ich sehr viele Songs angefangen, weil ich wollte ja auch im 2020 richtige Lieder rausbringen. Also abgesehen von diesen ganzen Comedy-Songs, die ich auf YouTube gemacht habe. Und ich habe mir gedacht, ich kann ja euch einfach mal ein bisschen zeigen, was ich da so angefangen an Musik. Nein. Aha, jetzt kommt ein bisschen Musik. Sag mal, was ist denn das für ein Typ da? Sieht noch gut aus. Nein, Sie zeigen nicht Ihre angefangenen Projekte. Wer seid jetzt ihr schon wieder? Mein Name ist Claudia Kaufmann. Ich bin Vorgesetzte in der Distribution und Vermarktung sozialer und musikalischer Inhalte innerhalb wie auch außerhalb der schweizerischen Grenze. Und ich bin... Hä? Was sind denn da jetzt so für Charaktere im Mark Galaxus Sim Universum? Ist hier Galaxy, Alter? Nee, aber was... ja. Krieg Kommentar zu dem Typ. Im Austausch mit der nordchinesischen Kanzlei, um die bittere Ausgangslage mit den Zwerghamstern aufzuzeigen. Hä? Mir ist aufgefallen, dass Sie hinsichtlich des Marketings Ihres Kanals sowie Ihrer Musik kein Vorzeigebeispiel sind. Um in der Szene relevant zu bleiben, brauchen Sie regelmäßigen Output und sollten daher... Ja, da bin ich doch gerade dran gewesen. Ich bin gerade über das Thema am Erzählen gewesen, dass ich jetzt eben auch ein bisschen regelmässiger zeigen, was ich sonst musikalisch so mache und so. Nein, Sie haben keine Ahnung, wovon Sie sprechen, geehrter Herr Maurer. Ich heiße Scheiwiller. Also können wir auch Galaxy sagen, aber bitte nicht Maurer. Also, Herr Schneidiner, wir... Scheiwiller. Scheiwiller. Genau, Herr Zweipfeiler. Wo waren wir stehen? Scheiwiller.
Ich heiße Scheiwiller. Okay, ich hoffe, Sie können mir meine Schwäche für Namen verzeihen, geehrter Herr Scheinzieler. Mir wurde von der Verwaltung aufgetragen... Was ziehe ich mir hier eigentlich von das Video ein? Was ist das für ein Video, was du da gemacht hast, Marc? Also, wo sind wir an? Also, hä? Magst 2 Pfeiler? Ihnen einen sogenannten Upload-Plan zur Verfügung zu stellen. Oh, was für eine Verwaltung. Und was für ein Uploadplan? Sie werden in Zukunft jeweils am Okay. Mittwoch wie auch am Sonntag ein Video auf Ihrem derzeitigen YouTube-Kanal Nein, macht doch safe nicht. Galaxy hochladen. Schon jetzt einmal ein kleiner Front an der Stelle. Safe schafft er das nicht. Also, in 3 Wochen, morgen am Mittwoch kein Video kommen. Huch, hast du das Video gesehen? Was ist das eigentlich für ein unglaublich beschissener Name? Also da ist der Schweinwiller noch fast besser. Also erstens mal, könnt ihr mir nicht vorschreiben, was ich machen soll, weil ich habe keinen Plan, wer ihr seid. Mein Name ist Claudia Kaufmann. Oh, bitte erspart nicht das. Also erstens das. Und zweitens, wie will ich 2 Videos in der Woche schaffen, wenn ich es nicht mal schaffe, 1 Video in der Woche Ja, aufzuladen? genau, ja. Claudia Kaufmann, komm. Also, ja, logisch, also auf dem deutschen Kanal habe ich es ja, also auf dem deutschen Kanal habe ich es ja eigentlich auch geschafft, 2 Videos in der Woche aufzuladen. Dann schaffe ich das eigentlich auf dem auch. Scheißegal. Ich probiere es einfach. 2 Videos in der Woche, Mittwoch und Sonntag, hat er gesagt. Hä? Genau, jeweils mittwochs und sonntags laden Sie ein unter Also Mittwoch und Sonntag. Zeit. Das spielt keine Rolle. Also, dann machen wir 19.00. Mittwoch und Sonntag 19.00. Und wisst ihr was? Ich setze noch einen drauf. Er schafft es eh nicht. Ich setze noch einen drauf. Das schafft er wahrscheinlich, weil ich weiß jetzt, was kommt. Ich weiß, was kommt und es regt mich schon jetzt auf, was kommt. Was kommt jetzt einmal? Komm, sag's mir. Donnerstag. Ich Das muss spielt- nochmal zurückspulen, sonst können wir es nicht, oder? Warte mal, komm. Keine Rolle. Also, dann machen wir 19.00. Mittwoch und Sonntag 19.00. Und wisst ihr was? Ich setze noch einen drauf. Jeden Donnerstag von 7:30 bis mindestens 8:30 mache ich einen Livestream hier auf diesem Kanal. Und ich poste auch jetzt so sehr viel Zeug auf Instagram, was ich vorher auch nicht gemacht habe. Also wirklich ganz ehrlich, wer mir jetzt halt nicht auf Instagram folgt, der verpasst in nächster Zeit sehr viel. Also wer das noch nicht macht, holt das schnell nachher. Ah ja, und es kommt ja noch jede Woche ein Podcast von mir online. Auch jeweils am Mittwoch, aber das ist schon seit über 40 Wochen. Ja, genau. Ein heftiger Podcast, Privatchat-Podcast. Aber auf jeden Fall das Wichtige jetzt an der Stelle ist, der Marc Galaxy heute, in 24 Stunden, heute in 24 Stunden, der Marc Galaxy ist live am Streamen und ich bin wirklich gespannt. Was der Marc Galaxy für Streams da auf Base stellt. Er joint mir hier im Streaming-Business, aber das ist wirklich cool. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er auch mit dabei ist. Der Markus Galaxus hier im Streaming-Business auf jeden Fall mit dabei. Meine Damen und Herren, aber jetzt mal ganz ehrlich, was haltet ihr eigentlich von Livestreams? Jetzt ist ja hier jetzt im Chat. Findet ihr Livestreams nice oder findet ihr sie eher, also zieht ihr euch die noch gerne? Hättet ihr das noch gerne, so als Abwechslung so zu normalen YouTube-Videos, dass wir so ein bisschen näher sind oder so? Oder sagt ihr jetzt, ja, Livestreams, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Und was haltet ihr jetzt zum Beispiel auch, dass man aktiv auf Instagram ist? Also, jetzt zum Beispiel, hättet ihr lieber, hättet ihr es überhaupt gerne, wenn jemand aktiv ist in der Instagram-Story? Beziehungsweise denkt ihr manchmal noch so, also bei mir ist es so, manchmal habe ich so Momente, wo ich so Instagram-Story die Tür drücken bin und da gibt es eben so gewisse Leute, bei denen ziehe ich mir die Instagram-Story noch gerne und checke noch gerne aus, was sie durch den Tag gemacht haben. Und manchmal höre ich nicht drin, manchmal so, aber eigentlich habe ich es noch gerne zu wissen, so ein bisschen, was der durch den Tag macht. Und wie sieht das bei euch aus? Also ist das bei euch genauso? Also hättet ihr auch gerne wenn jetzt Leute, die dir gerne Videos einziehen oder so auf YouTube und noch so ein bisschen den Alltag mitverfolgen, was die schon noch machen, außerhalb von dem YouTube-Kosmos, von diesen YouTube-Videos oder von diesen Livestreams und so. Ich meine, hier bin ich auch nur so. Füllen was musst du füllen? Gewisse Leute übertreiben es einfach und dann muss ich 20-30 Story nur von jemandem skippen. Ja, aber wenn ich Stories, ich tue oft Instagram-Stories zu Tür skippen, weil es einfach nicht interessant ist.
Ich habe jetzt probiert, so gewisse Sachen interessant in meiner Instagram-Story zu machen. Ist halt natürlich aber nicht schwer, weil wenn man ein absolut langweiliges Leben hat. Also das ist halt so. Ja. Aber ich würde sagen, machen wir noch schnell weiter mit seinem Video. Also wer das noch nicht bekommen, Leute, stay up to date, folgen wir auf Insta. Alle Informationen zu diesem ganzen Zeug ist nochmal alles in der Videobeschreibung. Wenn ich den Plan durchziehen kann, und ich weiss, ihr glaubt mir alle sowieso nicht, dass ich den durchziehen kann, aber wenn ich ihn durchziehen kann, dann bin ich ein absolutes Output-Beast. Schaut einfach, dass mir überall folgt, dann verpasst ihr nichts. So einfach ist es. Auch schnell hier auf YouTube. Einfach abonnieren, Glocke aktivieren und dann läuft die Sache. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf Instagram wieder. Oder am Sonntag auf YouTube. Oder morgen, wenn das Video hier online kommt, im Livestream. Ladies and Gentlemen, Bis zum nächsten Mal. Also, ciao. Galaxy, Galaxy, Galaxy. Der Mark Galaxy am Livestreamen, der sich. Genau, wo habe ich abgelesen? Ja, die Frau Kaufmann, ne? Frau Kaufmann, ne? Auf jeden Fall freut es mich, dass der Marc jetzt auch zusammen mit uns auch hier im Business mit dabei ist von aktiven Streamern. Das ist sehr, sehr cool. Ja, finde das auf jeden Fall gut. Freue mich natürlich, dass er jetzt auch live streamt. Auf jeden Fall mal ein Like da klar. Könnt ihr auch gerne machen. Könnt ihr auch gerne das Video auschecken von Markus. Genau, aber auf jeden Fall, was er an erster Stelle einfach einmal machen, ist sein Bart rasieren. Apropos Bart, es gibt noch andere, die live streamen. Ah! Oh mein Gott! Ja. Ich finde das auf jeden Fall gut. Freue mich natürlich, dass er... Jetzt gibt es hier Streamception, es gibt noch andere mit Bart, die live streamt. Und zwar, jetzt wollte ich gerade seine Reaction gucken, dass wir hier dabei Das sind. Gleiche bei mir machen. Das Gleiche bei mir machen. Einfach Like da lassen und so weiter. Apropos Bart, es gibt noch andere, die live... Ja! Was ist denn hier los? Jetzt ist er da! Jetzt hier Streamception, es gibt noch andere mit Bart, die live streamen. Und zwar, jetzt wollte ich gerade seine Reaction gucken, dass wir hier dabei sind. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Der Grisha Yeti ist jetzt da auch noch live am Streamen. Ja, moin. Einfach alles. 100 Streams ineinander in einen Papa-Stream. Papa-mäßig wieder. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr Bock habt auf Call of Duty, dann zieht euch auf jeden Fall auch noch im Grisha Yeti Stream ein. Was ist denn? G steht für gönnen. Ich ziehe mir jetzt einander wieder sie. Hey, Grisha, hab's noch schön, hab noch gute Zeit, Jörg, und genieß noch die Stream. Ciao, ciao. Man sieht sich sicher noch das anderes Mal, Digga. Ciao, ciao. So, also jetzt sind wir hier back. Jetzt kann ich hier, zack, tun wir jetzt nochmal hier so ein bisschen reden miteinander, oder? Reden miteinander. Ja, noch ein Video. Ja, auf jeden Fall noch ein Video, das ich mir sicher einziehe mit euch und dann vielleicht noch das anderste. Ich wollte aber hier... 2 Videos habe ich sicher noch. Aber ich wollte hier, dass der Chat jetzt funktioniert. Wallah, warum funktioniert der nicht? Hey, was ist hier los? Hey. Ja, egal, komm, das funktioniert eh nie gefühlt. Ja, also, Schnellfrage. Also, was schaust du noch so alles? Das siehst du gerade, Gano Gaming. Hast du eine Freundin? Ja, das habe ich tatsächlich. Ja, und schon ein Zeitchen. Kanam LP, moin Sally, wie geht's? Schon lange nicht mehr gesehen. Schon lange dir nicht mehr gesehen. Was geht ab? So, also ich würde sagen, wie jumping nach gerade schon das nächste Video ein. Und zwar gibt es da ein Video vom frittierten Lerso. Der Lerso, der gute alte Lerso hat ein Video gemacht mit der Larouche zusammen, mit der Larouche. Ich weiß doch nicht, wie sie ist. Einfach so etwas. Also hier. Ich mache neben Der frittiert Lerso. Wir kennen ihn alle, wir haben ihn alle zu lieben geschätzt. Es ist einfach eine lebende Legende in der Schweizer YouTube-Szene. Ich muss unbedingt nochmal etwas mit ihm machen, ein Video mit ihm machen. Darum, hier, wer würde er? Larouche und der frittierte Lerso und dahinter noch ein Feuer-Emoji. Das kann ja nur etwas heißen, und zwar bei diesen zwei, da knistert's. Da knistert's zwischen diesen zwei. Ich bin jetzt mal gespannt. Ja, knistert es wirklich bei diesen zwei? Oder was geht hier ab? Wieso hast du das Video zusammen gemacht? Es gibt keinen anderen Grund, wieso wir das Video zusammen gemacht haben. Muss los, Digga. Let's go! Ich mache eine Begrüßung. Du musst mit mir... Weißt du, wie die Begrüßung geht? Auch nicht? Nein. Sag mal, Aline. Nein, sicher nicht. Doch. Sicher nicht. Doch.
sag Ali. Ali. Ja, genau. Ali. Jody Gellenböck, hier ist mal wieder. Schau noch mal den Anfang hier, was ist jetzt da los gewesen? Ali! Also da, auf jeden Fall 100%ig, da knistert es zwischen den Zügen. Tür, frittiert, Leersu. Ja, ihr seht mal wieder nach etwa gefühlt 3 Jahren kommt mal wieder ein Video. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Versprecher, Verbrecher, Schwanz im Mund. Was ist eigentlich das von einer Brüller? Ganz ehrlich, der sieht aus wie der Typ da von Toy Story. Ganz besonderer Gast habe ich heute bei mir. Hallo zusammen, ich bin Lara vom Kanal Larouche. Geht nicht abonnieren. Geht abonnieren. Rendiert nicht, ich würde nicht. Was machen wir jetzt? Was kannst du erzählen? Wir machen heute das Video «Wer wird eher?» Und ja, wir kennen uns absolut nicht, aber haben gedacht, wieso nicht? Also es wird lustig. Sie kennen sich nicht, aber schon nur in den ersten paar Minuten da knistert's. Oh, Cam an anderen Ort. Ich hab's nicht gesehen. Sorry. Scheiße nochmal. Free Leon auf jeden Fall. Zuerst nochmal. Cam an anderen Ort muss ich so ein bisschen abstellen. So ein bisschen hier unten machen wir es jetzt daher. Zack, let's go. Einfach können wir jetzt weitermachen mit dem Video. Let's go, Jungs und Mädels. Moin, Jano News. Moin, Digga. Schon lange haben wir dir nicht mehr hier im Livestream können begrüßen, aber auf jeden Fall moin sehen alle. Wir schätzen uns einfach so ein, wer es eher würde. Wir wissen das Video «Wer wird eher?» Ja, da knistert es. Also ganz ehrlich, da kann man nie mehr etwas anderes sagen. Und ja, wir kennen uns absolut nicht, aber haben gedacht, wieso nicht? Also es wird lustig. Wir schätzen uns einfach so ein, wer es eher würde. Wir wissen es nicht und ja. Wir haben uns beiden solche «Wer würde eher?» Fragen auf Instagram gestellt. Darum sind wir beiden hier mal unsere Instagram-Namen eingeblendet. Geht abonnieren, die Gellenböck. Und ja, let's go. Und der Lars, stopp. Der Lars fuchtelt da die ganze Zeit mit Zettel um. Wir haben da Zettel. Grün ist Lars und violett bin ich. Man sieht ihn nicht. Sollen wir es neu machen? Zeig mal den Hurenmeiss. So Freunde, nach etwa 3,5 Jahren haben wir es endlich geschafft, dass man sie einigermaßen lesen kann. Ihr seht meine Künste. Schön, Lars. Also was das auch immer von einer Uter soll sein. Ich finde es sexy. Ich habe sogar das richtige Grün verwünscht. Woo! Ja, und für die, die sich fragen, was da unten ist, das sind geile Kuhhüter. Ja. Was sind's? Kuhhüter. Uter, Leute. Uter. Also, wer würde eher WC-Wasser trinken? 3, WC-Wasser? 2, 1. Bist du behindert? Aua, ja, ich bin behindert. Du bist behindert. Oh ja. Schon nochmal hier. Die Szene ist eine Szene für die Götter, oder? Oh, meine Kamera hat so gekotzt. Das geht's doch nicht. Das geht's doch wirklich gar nicht. Hey, Mann, ich bewege. Sorry. Also jetzt, schau mal jetzt, die Szene da hier, das ist eine Szene für die Götter, oder? Also, da knistert's. Also ganz klar, Digga. So. Jano Neuhaus. Mach nicht so diesen Alter. Alter. Schon jetzt. Ey. Digga. Hier. Digga, 15 Stutz. 15 Stutz Kebab geht auf meinen Nacken. Ein Kebab geht auf die Nacken. Merci vielmal für 15 Stutz. Ich muss jetzt jeden Tag, jedes Mal, wenn ich streame, muss ich später streamen. Merci vielmal. Nein, danke vielmal für die 15 Stutz Kebab. Da knistert es aber auch zwischen mir und Jan. Weil so viel Geld, da kannst du bei anderen Orten noch viele andere Sachen bekommen, wenn du weißt, was ich meine. So, ich würde sagen, machen wir weiter mit der Reaktion, aber auf jeden Fall, merci vielmals, wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Ich freue mich natürlich trotzdem sehr fest. Let's go. Kommst du weg? Nicht mal filmen. WC-Wasser, komm jetzt. Nein, es steht Hurti so eine Kutschne. Hurti sowieso ja. nicht. Ich bleibe mit der Remi, du hast Nein, keinen Plan. Also, ihr könnt jetzt immer abstimmen, was ihr findet, der Lars oder ich. Liebe Fische, was an der Stelle Happy Birthday! Merci vielmals, Jan News. Merci vielmals. Ich habe tatsächlich Geburtstag. Er weiß wie was abgeht. Kauft er eine neue Cam. 5 Stutz. Ey, was geht hier ab?
Iris Lisi, danke vielmals für dieses Abonnement. Danke vielmals. Was geht hier ab? Also, Happy Birthday. Merci vielmals für deinen Geburtstagswunsch. Merci vielmals für die 5 Lieben. Und merci vielmals dafür, dass du mir siehst, dass meine Kamera absolut der Rotz ist. Das stimmt nämlich wirklich, weil sie schaltet die scheiß Halbstunde ab, wenn die kotzen. Also, ich würde sagen, seit etwa einem Jahr verfolge ich fast alle Schweizer YouTuber und vorher einfach der Lionel. Und würdest du sagen, lohnt sich mir zu verfolgen oder lohnt nicht? Scheiße. Alles gut. Ey, danke vielmals im Chat, dass du mir da noch gute Geburtstagswünsche in den Chat holt. Danke vielmals. Danke vielmals an jeder und jede, der hier mir noch gratuliert. Aber wenn jemand von euch Geburtstag hat, ich gratuliere, ich küsse eure Augen natürlich genauso. Jetzt komm, Lars und Lara. Du bist hier so eine Kutsche. Hurti sowieso Hurti, ja. nicht. Ich bleibe mit der Emme, du hast Nein, keinen Plan. Also, ihr könnt jetzt immer abstimmen, was ihr findet, der Lars oder ich. Du bist hier auf dem Unity-Kanal Lars. Ist mir scheißegal. Das stand für deinen Boden, Alter. Wer würde eher die Schule schwänzen? Lerso. Ja. Ja, soll ich sagen? Ja. Es gibt ab und zu ein paar kranke Tage. Wer würde eher die Lehre abbrechen für Lerso. YouTube? Für YouTube, warte lange, ich überlegen. 3, 2, 1. Lerso. Alter, du hast nicht mal eine Lehre. Das sagst du Vollidiot. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in der Uni, ich bin jetzt bald mit meinem Bachelor der Tür fertig und ich habe es auch nicht gecheckt. Ja moin, ich könnte kotzen, scheiße. Meine Schwester hat heute auch Geburtstag. Ja, deine Schwester, die kenne ich nicht gut. Also wirklich. Lohnt sich der Kanal, ist 10 von 10 Mehmet, alles klar, Digga, oh yeah, Digga. Ja, Grisha Yeti ist ein Schweizer Gaming-YouTuber, wo ich kenne, alles klar, Digga. Also ja, die sollen sich daten. Also ja, die sollen sich daten. Ich weiß es auch nicht, aber da knistert es eben schon ein bisschen. Also, let's go. Was ist das eigentlich für ein Smartwatch? Das einzige Smartwatch, das eigentlich gut ist, ist die Apple Watch, ganz ehrlich. Ja, das habe ich gar nicht überlegt. Also, wenn ich der Einzige von uns zwei will, der einen lernt, Ich will dann nicht weiter in die Schule, deswegen... dann ist eigentlich klar, dass Sex muss sein. Eben! Und du fickst mich da an. Ich bin auch behindert halt. Wer würde eher 3 Tage ohne Essen auskommen? 3, 2, 1. Lara. Ja. Nee, mal etwas übereinstimmen. Er liebt Essen, ich zwar auch, aber er noch viel mehr. Da. Es ist immer so. Es ist meistens, also wahrscheinlich die meisten hätte das so gewollt, dass das Girl weniger isst als der Mann. Genauso wie ich eine grosse Dürüm mit einer scharfen Soße einfach so essen. Genau, einfach so atmen, wegatmen sozusagen. Nein, aber ganz ehrlich, die einzige Feststellung, die ich in diesem Video da habe, da läuft etwas. Vergiss den Fisch Also, halt. wenn der Lars eine Freundin hat, das wissen wir jetzt nicht, die Liebe zu Essen ist viel krasser zu ihm als zu der Freundin. Und Grüß raus. wer würde eher fremd gehen? 3, 2, 1. Ah, der fickt dich, Alter, was? Alter, schätzt du mich so ein? Schätze, Ja gut, wer hätte da etwas anderes gemacht als einfach die andere Person? Und, falls Lerso, ich weiß es im Fall wirklich nicht, ich kenne den Lerso ja ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob er eine Freundin hat, aber wenn du eine Freundin hast, dann musst du das Video wirklich ganz ernst nehmen und wirklich komplett dir darauf fixieren, dass das Video ernsthaft gemeint ist. Nein, natürlich, alles natürlich Spaß, gell? Also alles natürlich Spaß, Digga. du so. Ja, nein. Ich kann nicht fremd. Doch, du wirst schon machen. Nein, willst du Gib's behindert? zu. Nein, ich will es nicht machen. Alter, hier, gib dir meine Händchen drauf. Nein, ich gebe mir Händchen sicher Also, nie. Wieso hast du mir die Händchen nicht gegeben? Schau da, hier, die geht fremd. Wir haben es alle auf die Kamera. Was? Nein! Wer würde eher Katja Wicke, keine Ahnung wie sie heisst, küssen? 3, 2, 1. Lerso. Also, Also, Katja, also die ist wirklich gar rein nichts. Ja genau, Free Lerso.
Ich weiß nicht, was jetzt sein Beziehungsstatus ist, aber auf jeden Fall Freelair, so ganz ehrlich. Einfach mal Freelair so ab in den Chat. Gleichfalls geniessen es, was auch immer es ist. Moin WW, was geht ab, Digga? Moin. Also, Nein, du brauchst gar kein Aussehen, das ist okay, wir Ich muss wissen es nicht so klar. Weißt du, Katja, die hat schon hure Lippen, oder? Da könntest du dich drin verstecken, darum ist auch heute dein Mönchchen, Nee. oder? Eben, Katja, völlig Absturz. Also wirklich eine ganz, ganz unterste Schublade von YouTube. Da kann ich sagen, ja Mann, eine prominente Frau geküsst. Also Katja, wenn du bockig und willig bist, schreib mir per Instagram, wer hier eingeblendet. Wer würde eher Stand-Up-Komiker werden? 3, 2, 1. Also, Yeah! Da muss ich jetzt noch etwas sagen. Ihr habt ja gesehen, vielleicht die mir auf Instagram folgen, darum wäre es gut, wenn ihr mir auf Instagram folgen würdet. Wir machen schon irgendwie 100'000 Mal Insta-Werbung in diesem Video. Aber wie oft hat er jetzt schon Insta hier promotet? Aber auf jeden Fall folgt mir noch auf Instagram. Der Jan the Real ist auch noch mit am Start. Salut! Also ja, was soll ich sagen? Ja, folgt mir auf Instagram, @MiloRomani. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich. Oder einfach absolut nicht, es kann sein. hey, jetzt noch nicht gemacht hast, dann mach es jetzt. Die gefällt mir. Die mir auf Insta folgen, die haben gesehen, dass ich am Samstag am Talent Award bin und ich mich zuerst mal im Leben mit Sachen Stand-Up-Comedy habe probiert. Also ich habe mal probiert, Leute zum Lachen zu bringen. Ich glaube, der Einzige, der dort gelacht hat, war auch ich. Ich kann gerade sagen, ich muss jetzt ehrlich sein, es war scheiße. Hey Mann, hast du es gesehen? Also, Es war wirklich scheiße, gell? Nein, es ist nicht scheiße, aber ich könnte das nie. Wer würde eher einer Armee beitreten? 3, 2, 1. Alter, sicher nicht. Dumm. Alter, schau mich an, Alter, ich bin ein Lauch. Ja, aber er ist halt ein Mann, er muss wahrscheinlich... Nein, wahrscheinlich ist er UT. UT, Papa, UT, oder? Nein, er ist wahrscheinlich UT. Ich bin auch UT, also ich bin auch in der Gang, ich bin in der Zivilschutzgang. Was seid ihr? Seid ihr noch gar nicht bis zu dem Punkt gekommen? Müsst ihr ins Militär? Oder seid ihr doppelt untauglich? Also seid ihr der Abschaum der Gesellschaft? Spaß. Alter, da schlägt eine Bombe 10 Meter neben mir ein und ich bin in Afrika, das putzt mich vor. Ich bin 1,55 klein, was ist mit mir? Kannst du als Kindersoldat schlägen? Wer würde eher einen Fallschirmsprung machen? 3, 2, Lerso. Meine Schwester hat mir auf den 18. Geburtstag einen Fallschirmsprung geschenkt. Und sie fragt mich, ob ich mitgehen will. Und nein, will ich nicht, weil... Was? Aber Alter, ich wäre gerade mit nachhalten. Was? Nein, sie hat es noch nicht gemacht, aber ich glaube, ich würde nie mehr gesund am Boden ankommen. Deswegen, no. Ja, du bist ja jetzt schon nicht gesund, da kann nicht viel passieren. Ah ja, da sind wir schon ein bisschen touchy gekommen. So ein bisschen... Da ist eine gewisse Spannung, ich spüre da eine gewisse Spannung zwischen den zwei, oder? Ja, wirklich. So asozial, hallo! Geht's noch? Wer würde eher so stark lachen, dass er vor Lachen brüllen muss? Grennen. Genau, das und brüllen. 3, 2, 1. Also es ist so, der Lars macht Witz und ich würde lachen. Deswegen ich. Oh, aber das, also da kann ich, wieso nicht, was ich da anders soll sagen. Also das ist schon ein bisschen... Ja, also da spüren wir natürlich schon die eine oder andere Spannung zwischen den zwei. Kann ich nicht anders sagen. Oha! Samuel Bär, ich hoffe, ich sage deinen Namen richtig. Du bist ein absoluter Ehrenmann. Mit 2 Franken ist er hier mit dabei. Hey, you, schreibt er einfach nochmal dazu. Ganz auf trocken ist er unterwegs. 2 Franken. Merci vielmals für die 2 Stutz. Die kann ich wirklich gut gebrauchen, weil, wie du siehst hier, meine Taschen sind leer. Nein, danke vielmals. Danke vielmals, Samuel Bär. Kuss geht raus. Merci vielmals. Ich küsse deine Ruhe und alles. Sexberatung, das mache ich nicht hier auf YouTube, sondern an einem anderen Ort. Was? Du wirst einen Witz machen und ich lache ab dem Witz so fest, dass ich muss brüllen. Ah! Oh, vorhin schon gesagt, ich bin unlustig, aber... Ja, eben da. Ah gut, da muss ja so. Wer würde eher von einem Polizisten wegrennen? 3, 2, 1. Es ist so klar, ihr erfahrt in diesem Video nur die Wahrheit über den Lersu. Also es ist echt krass. Alter, Abfahren!
Die stellt mich hier so da, als wäre ich der grösste Werferblecher. Dabei bin ich so unschuldig. Mega unschuldig. Und ich würde keiner Fliege etwas tun. Ich hole nur ein Kilo Verranzen. Das ist nicht mehr. Wer würde eher von uns beiden zuerst heiraten? 3, 2, 1. Yeah. Wieso? Keine Ahnung. Eher, oder? Ja, du bist... Ich Ja. habe das Gefühl, Als Mädchen ob du jünger ist es- bist, Ja, und du auch, bist früher. auch als Mädchen ist so, ich will mit ihm heiraten. Und der Bube ist meistens so, ja, wenn es kommt, dann kommt es und sonst nicht. Die alten 30'000 Steine für eine Hochzeit. 2 behindert aus. Eher die Steuern und so, danach ist du. Hä? Eher so die Steuern und so. Aber du bist nicht billiger, oder nicht? Aber wieso denn? Ich kenne jemanden, der nicht will heiraten aus finanziellen Gründen. Ja, das ist, wo er nicht will, dass die Alte sein Geld bekommt. Genau so ist es, Digga. Er hat es erfasst, er weiß genau, wie es ist. Und so ist das. Oha, der Samuel ist nochmal mit am Start jetzt hier. Schon recht. Wir müssen Musik noch ein bisschen auf uns wirken. Schon recht die Schweizer Szene ein bisschen unterstützen. Ey Samuel, es wäre nicht nötig, also merci vielmals für den 5 lieber. Hast jetzt schon 7 Stutz gespendet. Danke dir vielmals für die grosszügige Spende. Danke dir vielmals. Monte würde ich jetzt sagen, von diesen 2 zuerst mal 50% Steuern. Ja, genau, Monte würde ich sagen. Digga, eben die Spende hier, die ich jetzt bekommen, also ich beziehe es auf Spenden, die Spende, die ich jetzt bekommen, ganz klare Sache, Digga. Erstmal 50% Spenden abziehen. Alzheimer ist schon drin, heute habe ich Geburtstag, ein Jahr älter, Alzheimer ist da, direkt meldet sich direkt bei der Tür. Hallo, was ist da los? Alzheimer ist da, Digga. Nice. Nein, was ich will sagen, von diesen 5 Franken, 50% Steuern geht erstmal weg, Digga. Auf das habe ich jetzt so lange hergearbeitet, auf diesen blöden Witz. Egal. Müsst ihr weitermachen. So ein Idiot. Wer würde eher auf der Straße schlafen? 3, 2, 1. Der Lehrso. Es ist alles auf dich. Aber weißt du, was ich sonst machen? Wieso? Einfach so mal, um zu schauen, oder für mal einfach das Feeling zu haben, wie es ist auf einer Schlaf. Auf einer Auf der Schlaf. Straße, genau. Ich möchte gerne mal das Feeling haben, dass der Lars schläft auf der Straße. Ich möchte mal so die Impression, oder keine Ahnung, einfach das Highlight. Also Highlight kann man es nicht nennen, aber einfach so ein bisschen zu fühlen, wie es ist, wenn man als Obdachloser müsste auf der Straße Andere liegen. wüssten gerne, wie es Oh. Also wirklich das ist schon ein bisschen die Nähe. Man spürt die Nähe zwischen den beiden, ganz ehrlich. Und ja genau, der Can hat das richtig erfasst. Also man gehört zu der schweizerdeutschen Szene ab dem, wenn du schweizerdeutsche Videos machst, natürlich. Also da gibt es nicht irgendwie Aufnahmekriterien oder so. Ja. ist, es daheim haben und der wird auf die Straße fahren. Ja, ich wollte es mal wissen. Ja, weißt du was? Was? Dann schlafst du heute Nacht auf der Straße. Nein, ich muss morgen in die Schule. Du wirst Aber nie sie Probleme sind machen. fit. Doch, ich würde es wirklich machen. Wenn ich es mit einem Kollegen oder so mache. Allein würde ich es nicht machen. Okay, wir machen es so. Wir suchen uns noch ein paar andere Menschen zusammen und im Sommer tun wir einen Tag alle zusammen auf der Straße schlafen. Easy. Sie will zusammen auf der Straße schlafen, YouTube-Videos machen. In der Schweiz längt es nicht so mehr, ganz ehrlich. Man muss halt immer auf der Straße schlafen, wenn du auch beruflich YouTube-Videos machst. So glücklich sind sie wahrscheinlich nicht, wenn sie dann auf der Straße pennen. Ja, so. Das erste Mal gesehen und direkt angeboten bekommen, dass man zusammen auf der Straße schlaft. Also ich weiß es ja auch nicht, aber machen wir weiter. Ihr habt es gehört, wenn euch das gefällt, lasst das Like da. Ja, bei wie vielen Likes machen wir? 2. Bei 100 Likes, Leute. Bei 100 Likes werden der Lars und ich mit eventuell noch ein paar anderen YouTuber oder so das Experiment machen, auf der Straße eine Nacht schlafen. Oh nein, das wäre wirklich cool, gell? So ein Scheiß. Aber im Sommer. Ihr habt es gehört, im Sommer bei 100 Likes Und dazu kommt dann auch noch ein Video. gibt es ein geiles Video, wie wir auf der Straße pennen. Also wenn ihr mehr Halbnacht wollt sehen, wo ich penne nur in Boxershorts. Mir ist scheißegal, ob ich auf der Straße bin. Wenn ihr das so sehen und meine erotischen Nippel, dann lasst auf jeden Fall jetzt ein Like da. Wir müssen das Video dann liken. Wir haben auf meinem Kanal auch ein Video gedreht. Es ist mega cool geworden. Abonniert meinen Kanal. Der erste Link in der Bio ist das Video. Liket auch das Video und könnt das andere Video von mir auch noch anschauen. Auf jeden Fall, was ich jetzt auch sagen wollte, das Video ist ja anscheinend jetzt fertig. Checkt auf jeden Fall die 2 Kanäle aus. Der frittierte Leser und die Larouche auf jeden Fall. Ja, checkt sie mal aus. Die 2 Turteltäubchen.
Nein, checkt auf jeden Fall die 2 Kanäle aus, gebt noch ein Like unbedingt, wir müssen eigentlich fast probieren. Jetzt, wie jetzt hier 20, 25 Leute oder so im Chat, gebt vielleicht, wenn ihr es schafft, irgendwie ein Like da, dann könnten wir näher kommen an das Ziel von 200 Likes. Das wäre natürlich sehr, sehr cool, wenn wir da die 200 Likes würde knacken und demzufolge muss er nein auf der Straße pennen. Das wäre noch lustig. Wäre noch lustig auf jeden Fall, wenn wir das würde ich knacken. Aber auf jeden Fall, ja. Ist es das eigentlich gewesen mit dem Video? So, kommt da noch etwas? Auf jeden Fall, das wäre es gewesen. Das war jetzt die letzte Frage. Merci vielmals fürs Zuschauen. Schaut unbedingt bei ihr vorbei. Ja, eben. Es ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr gekommen, speziell. Aber auf jeden Fall, sehr, sehr cooles Video gewesen. Ich habe noch ein anderes Video. Und zwar hier, SRF Doc. Hier, ja genau das da hier. 16 Minuten, jetzt geht halt schon ein bisschen lang. Verführt von Influencern heisst es. Ich schnell noch hier auf den Chat zurückschalten. Verführt von Influencern. Also ja, geil, da bin ich am Start. Zweite Gaming-YouTube muss los, Brudi. Zweite Gaming-YouTuber. Wer ist der zweite Gaming-YouTuber, Digga? Opferkeks. Sali, was geht ab, Opferkeks? Moin, moin, moin. Hier sollte eigentlich der Chat funktionieren, aber das nervt mich einfach, dass der Scheisstag einfach auch nicht funktioniert. Also ich frage mich einfach, wieso, was manchmal nicht funktioniert. Ich bin schon froh, funktioniert mein Stream halbwegs flüssig und ist alles gut. Das ist auf jeden Fall schon mal viel wert. Ah, Variashi, was geht ab? Sali, Variashi. Ich, du Genius. Ah, okay, alles klar, gesehen wie. Alles klar, gesehen wie. Ja. Also. Eben, ich bin froh an erster Stelle einfach für Mehmet, Digga. Nein, also, wie wollt ihr jetzt mal. Wer ist eigentlich dein Lieblings-YouTuber weltweit? Oh, Arseni. Ich weiß es im Fall gar nicht so genau. Ich würde wahrscheinlich... Ich habe nicht einen Lieblings-YouTuber, aber würde ich sagen, momentan ziehe ich mir am meisten den Mark Galaxy wahrscheinlich... Nein, der Mark Galaxy wahrscheinlich, oder? Nein, natürlich nicht Mark Galaxy, ziehe ich mir auch gerne, aber der Mont ziehe ich mir wahrscheinlich momentan hoch gerne und unsympathisch. Ey, Lionel, was geht ab? Lionel, Sali Lionel, ich begrüße dich einmal hier in meinem Chat. Sally, was geht ab? Freue mich, dich auch mal zu sehen. Ich muss dir auch mal sehen, wir müssen unbedingt einmal zum Burger King gehen mit dem Privatchat-Podcast zusammen. Müssen wir unbedingt die Burger King mal zusammen essen. Das fehlt uns noch. Wie läuft es im Studium? Wie läuft es in der Liebe? Wie läuft es im Leben? Alles gut bei dir? Nein, ich vermisse ein bisschen deine Videos, aber sonst ist eigentlich alles gut. Er hat mich nach gar nichts gefragt. Er hat mich nach gar nichts gefragt. Er hat mich einfach nur gefragt, Hoi, hat er einfach nochmal gesagt. Ja, moin und ich. Und ich frage ihm sein ganzes Leben aus. Man kennt ihn. So. Also ja, das ist jetzt im Chat. Man sieht jetzt natürlich hier auf der Seite nicht, weil es absolut Scheissdreck ist. Scheisstechnik funktioniert auch nicht. Aber ich muss sagen, meine Blase die drückt mega. Die drückt jetzt gerade wirklich mega. Darum würde ich sagen, müssen wir jetzt noch schnell die Reaktion starten. Ja, Sali zusammen, wie geht's euch so? Sali, Alexandra, mir geht's sehr, sehr schlecht. Danke, weiss nicht. Ah, hier ist der Chat. Lionel, danke, weiss nicht, ob wieder Strassenumfragen kommen. Sie ist momentan ein bisschen ausgelutscht. Aha. Interessant, dass du das hier siehst. So. Die Strassenumfrage, ja, natürlich, das haben wir jetzt halt schon ein bisschen gesehen, würde ich anführungszeichen mal sagen, dass man das so ein bisschen gesehen hat. Und andere Content auf deinem Kanal ist halt natürlich, jetzt hast du wahrscheinlich auch grosse Ansprüche, was die Kanal angeht, mit Klicks und so weiter und so fort. Und darum hast du wahrscheinlich auch, macht mir auch nicht mehr so viel Spaß. Aber ich würde sagen, mach auf jeden Fall das, wo eben weiterhin das, was dir Spaß macht. Und ich weiß, wahrscheinlich hast du jetzt ganz, ganz hohe Ansprüche, was klicksmäßig und so angeht, was die Kanal generell angeht. Aber ich würde sagen, mach weiterhin das, wo du Bock drauf hast. Sei es jetzt vielleicht Sachen, die jetzt wahrscheinlich nicht so polarisierend sind, beziehungsweise so viele Klicks bringen, wie jetzt die Straßenumfrage, die du gemacht hast, die natürlich einfach halt oft sehr gute Themen behandelt haben, wo du halt das gehabt hast. Und darum würde ich sagen, also ich würde mich sehr, sehr freuen, würdest du noch weitermachen mit YouTube-Videos, würdest du in Zukunft auch noch hier auf YouTube sein, da haben wir nicht nur einziger
Universitätsmensch, einziger Akademiker. Aha! 13 Stutz, der Samuel Bär. Das gibt's nicht. Sorry, Lionel, ich muss schnell unterbrechen, aber 13 Stutz hey Digga. Merci viel mal für die 13 Hämmer. Du spinnst, du bist jetzt der in dem Stream am meisten gespendet hat. Merci viel mal. Danke viel mal, Samuel. Merci viel mal. Elias! Kannst du dich gerade noch mit direkt verpissen mit dem Fresh Talk, ganz ehrlich. Nein, ist ein bisschen Insider mit dem Fresh Talk. Aber Lionel, ich würde mich sehr freuen, würdest du noch auf YouTube bleiben, würdest du trotzdem einfach genau ein Teil von der Szene so ein bisschen bleiben. Aber wenn du jetzt siehst, ja, ich studiere Recht an der HSG, für mich und YouTube absolut nicht mehr gefragt, das liegt unter meiner Würde. Würde ich auch verstehen. Nein, natürlich nicht. Elias Bratschi, ich grüße dir nicht. So, also Reaction, SRF Doc. Ich muss noch kurz etwas dazu sagen, und zwar habe ich letzte Woche auf Divertimento reagiert. Ich habe das Video geschnitten, eine Reaction dazu geschnitten gemacht und so weiter und so fort. Ist absolut von nichts gewesen. Habe ich nicht brauchen, weil erst nicht uploaden ist gesperrt in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Ja, wahrscheinlich zieht Frankreich sich jemand ein Video, wo Schweizerdeutsch ist. Ja, aber jetzt auf jeden Fall personalisierte Werbung, verführt von Influencern wie zum Beispiel Mark Galaxy, Adi Totoro, Gian Maria Finger, Lionel, der hier gerade mit im Chat ist, verführt von diesen Influencern, Konsum- und Kaufrausch. Meine Damen und Herren, ich habe hier gerade ein Scope Swiss Alpina Wasser und ich kann euch sagen, wenn ihr das trinkt, ihr habt einen maximalen riesen Druck auf der Blase, weil da müssen keine Chefs. Super cool, kaufenfällig. Zum Glück ist das so laut. C'est un petit peu trop sombre ici. Tu vois? Non? Ce côté-là, c'est très sombre. Was ist denn das für ihn? Ich bin ein wenig Control-Freak. So, für mich, das ist wichtig. Deswegen liebe ich das Internet. Ich bin ein wenig Control-Freak. Ich bin diese französische Blut. Und diese Ostblock. Wer ist das? Ganz ehrlich, wer ist das? Ich weiß nicht, wer das ist. Schweizerin? Keine Ahnung. Weil ich kann für mich selber entscheiden. Yeah, better. Oh yeah. Oh, much better. Much better. Schon jetzt absolut. Ich weiß nicht wieso, aber keine Ahnung, wenn die Leute Schweizer sind, also wahrscheinlich gehen wir davon aus, dass sie Schweizerin ist, schon jetzt, sie ist Schweizerin und redet irgendwie auf Krampf Englisch direkt unsympathisch. Nee, also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie unsympathisch, weil es direkt so auf International auf Englisch machen, keine Ahnung, finde ich einfach nicht. Ja, keine Ahnung, fühle nicht. Yes. Now you can see me. Like me, click me, buy me. Die digitale Verführung. Also man muss schon einen gesunden Menschenverstand haben, wenn man geht rumsurfen, wenn man dort unterwegs ist. Genau, Pesche. Genau so sehe ich das auch, Pesche. Nein, was ich noch kurz sagen wollte, ich habe den Chat nicht mehr vor Augen, weil ich habe keinen Akku mehr auf dem Handy. Alles am Arsch. Ich habe den Chat einfach nicht mehr vor Augen gerade. Also, ja, ich sehe es leider gerade nicht, was ihr in mir Chat schreibt. Ja, ich kann nur schnell hier auf meinem YouTube-Kanal, dass ich manchmal so ein bisschen überswitchen kurz. Vielleicht, dass ich kurz checken kann, was da geschrieben hat, aber jetzt von den paar Minuten kann ich jetzt wahrscheinlich jetzt nicht sehen, was da in Chat geschrieben hat. Nochmal, Samuel Bär, merci vielmals. Andere solche Tussi würden ihn nicht mal für Geld abonnieren. Ich sehe YouTube nicht so als Influencer, mehr so hauptsächlich die auf Insta sind. der Lionel ist der Schweizer Christian Solmecke. Ja, genau, das stimmt. Also, ja, aber ich sehe auch meistens die YouTuber an sich fast weniger als Influencer. Natürlich sind sie auch Influencer, aber irgendwie der klassische Influencer ist so, jemand auf Instagram habe ich irgendwie so das Bild davon. Man muss wissen, dass Unternehmen sehr daran interessiert sind, an allen Datenspuren, die wir hinterlegen, weil sie die dann ganz gezielt einsetzen können, um mich mit personalisierter Werbung wieder anzusprechen. Danke, Pesche, für die Information. Hey.
Ich bin der Aldo Gnocchi, ich bin 37, bin Unternehmer im Bereich Digitales Marketing. Ich doziere an Hochschulen wie der Fachhochschule Nordwestschweiz. Der Gnocchi, man kennt ihn gar nicht anders. Der gute alte Gnocchi. Ich müssen. Den Namen, den muss ich jetzt noch 100 Mal sagen. Tesla, hat sicher einen Tesla. Ja, der Gnocchi. Ich war sicher, dass er einen Tesla hat. Wenn er digitales Marketing, er muss einen Tesla haben. Ist einfach gesetzt gewesen. Wenn ich das Geld hätte, würde mir ihn gönnen. Ich begebe mich heute auf eine Customer Journey und will mir Active Noise Cancelling Kopfhörer kaufen. Aldos Kundenreise beginnt. Phase 1. Bewusstsein. Da jetzt gleich in die Ferien gehen und im Flugzeug möglichst entspannen. Hallo, ich bin Xenia Tschumi. Ich arbeite als Instagram, Facebook, Sozialnetzwerke. Ich bin Xenia Tschumi. Ich arbeite als... Nee, komm. Expertin und Influencer. Wie sie das Wort Influencer ausgesprochen hat. Uff. Das tut mir weh da. Müssen wir es nochmal kurz hören. Hallo, ich bin Xenia Tschumi. Ich arbeite als Instagram, Facebook, Sozialnetzwerke Expertin und Influencer. Ich habe ungefähr mehr als 1,5 Millionen auf Instagram von Followers und ich habe fast 6 Millionen auf Facebook. Fast wie ich. Ich habe Content kreiert. Was hat sie für Content kreiert? Sie hat Fotos von sich gemacht. Es ist einfach eine Vermutung, ich weiß nicht. Können wir uns noch kurz Zeit ziehen, ich weiß nicht. Mehr Content kreiert und nie gestoppt. Mit viel Konstanz. Ich hatte Glück, dass einige große Pages auf Facebook haben mein Content verteilt. Alles organisch? Ja, 100%. Ja, der Gnocchi. Apropos Gnocchi, jetzt was ich mag hier. Xenia Tschumi, hier. Xenia, jalla. Xenia Tschumi. Ah ja, ich habe 12 Follower bekommen. Apropos, ich mir gerne auf Instagram folgen. Xenia Tschumi. Ja, also jetzt Content. Was ist jetzt hier ihr Content? Bilder von sich? Ah ja. Aha. Bilder von sich. Ja, Bilder von sich. Hat er einen YouTube-Kanal? Xenia Tschumi. Hat einen YouTube-Kanal? Macht gefühlt gleich viele Klicks wie ich. Das war's ja komplett, Digga. Ja, auf jeden Fall ist einfach, ja, wie es... Ja, meinte von mir, das Stream, ne, ist eigentlich dafür bekannt, weil sie gut aussieht. Das ist einfach Zeit. Oh, meine Cam. Ja, also das ist wirklich gefühlt eigentlich nur, weil sie irgendwie speziell aussieht und so, hat sie so viele Follower gefühlt. Und ist natürlich konstant am Upload und so, das muss man natürlich ihr lassen, auf jeden Fall. Aber, zeige noch. Wenn ich eine Google-Suche starte, dann passiert eigentlich relativ viel auf diesen Plattformen. Es sind Keywords, die ich eingebe, die Triggers sind für Werbeanzeigen. Das kann der Google Shopping Feed sein, wo mir dann gerade zu diesem Keyword passende Produkte anzeigt. Wenn ich dann auf so eine Plattform drauf gehe. Aha! Man sieht man das überhaupt auf der Facecam? Ich weiß nicht, aber er heißt Aldo Gnocchi und nicht Gnocchi. Er ist gleich der Gnocchi für mich. Wird tracked, dass mein Interesse da ist. Allenfalls, wenn eine Kampagne läuft, dann automatisiert die, da kann man den ganzen Produktkatalog von diesen Online-Shops verknüpfen mit den Plattformen Google, Facebook etc. Kann man dann gerade das Remarketing machen. Das ist dann, wenn ich im Internet verfolgt werde von diesen Produkten.
Remarketing erinnert den Kunden, dass er sich für ein Produkt interessiert hat. Besucht er eine Website, erhält er ein Cookie. Dieses wird auf seinem Gerät gespeichert. Surft er weiter, sieht er möglicherweise Werbung von zum Beispiel Kopfhörern. So wird das Verhalten des Konsumenten online verfolgt. Von unseren Kunden wissen wir grundsätzlich die Informationen, die sie uns geben. Das sind Postleitzahl und Adresse. Wir machen aber auf dem normalerweise keine Marketingmaßnahmen. Spannender sind eigentlich die Verhaltensdaten bei uns im Online-Shop, also auf welchen Kategorien ein Kunde war, welche Produkte er angeschaut hat. Wir schauen uns nicht einzelne Personen an, sondern wir schauen uns eine Gruppe von Kunden an, die sich ähnlich verhalten. Und wir probieren eigentlich aus diesen Informationen heraus dann gezielt das herauszufinden, was in der nächsten Werbung idealerweise vorkommen sollte. Influencer sind insofern ein Teil des Customer Journey, als dass sie ein Bedürfnis wecken können. Sie können inspirieren, sie können auf neue Produkte aufmerksam machen. Und dort fängt ja eigentlich die Customer Journey an. Ich bin hier in Genf heute, hauptsächlich mit Moet Chandon. Die Marken finden mich immer. Hauptsächlich mit Moet Chandon. Ich habe lieber nicht Moet Chandon, sondern ich habe lieber Swiss Alpina von der Coop. Ist nicht ganz so teuer. Bringt mir leider auch nicht, dass hätte Moet Chandon Partys, aber ja, ich trinke auch kein Alkohol, also ist Moet Chandon sowieso nicht von mir. Wir sind hier, um auch zu genießen, aber auch zu Content zu kreieren als Influencer. Also hallo meine Leute, ich spreche selten Deutsch, aber wir sind hier mit dem Schweizer Fernsehen. Oh, die Blumen stehen die so gut. Ja, finde ich auch. Ja, finde ich auch. Und wir sind am Filmen, an der Moet Party. Und ça va? He's like, yeah. Yeah. Share, ready, steady, go. Shared. Instagram. Jetzt sehen uns 7 Millionen Leute. Ich mit den Blumen. Ja, schön, oder? Und sagst du mir jetzt noch, wie viel du verdienst? Warum? Das ist immer die Frage, so, wie viel verdienst du? Ich meine, das ist jetzt wirklich nicht etwas wirklich so relevant, wie viel was sie jetzt verdient. Sie verdient sicher sehr, sehr gutes Geld, muss aber 50% von der Steuer abziehen. Ganz klare Steuerersparnisse. Genau, aber ist wahrscheinlich nur von Moet Chandon verdient sie doch den 1 oder anderen Franken. Ja. Warum bist du so neugierig? Das ist mein Beruf. Sicher, das ist nur das Beruf. Was lasst ihr euch das Engagement von Xenia kosten? Ja, das Engagement von Xenia, da möchte ich jetzt persönlich nicht drüber sprechen. Das muss sie vielleicht sagen. Ich kann... Sie wollte nichts sagen. Ja, kann ich nachvollziehen, aber ich kann vielleicht was dazu sagen, wie wir normalerweise bei Moet Hennessy mit Influencern umgehen. Safe 5-stellig. Also, warte mal, 5-stellig. Einfach ab 10.000. Ja, moin. Und die werden bei uns nicht bezahlt. Wir bieten ihnen an, zu Events zu kommen, wo eben nicht jeder Zugang hat und geben ihnen andere Goodies, was eher so in Exklusivität geht. Ich glaube, viele Leute verstehen nicht, dass ein Influencer zu sein, es ist nicht nur Produkte zu bewerben. Ich würde sagen, das ist vielleicht 30%. Der Rest ist die Beziehung, die du hast mit deinen Followers. Ich finde 30% sind eine viel zu grosse Anzahl von Werbung. Also so viel Werbung drin, also du machst es ja, also ich finde, man soll nicht probieren, eine Person vom öffentlichen Leben zu sein, aus dem Motiv Influencer zu kommen. Man soll niemals damit anfangen, was mit Leuten unterhalten, irgendeinen Mehrwert generieren. Und ein Mehrwert ist nun mal einfach halt wirklich nie, also wirklich gefühlt nie, ist ein Mehrwert Werbung. Und eine Connection zu den Zuschauern und eine Verbindung mit den Zuschauern bekommst du einfach halt nicht, wenn du 30%, also pro Show, aber du brauchst weniger. Ich würde sagen, du machst vielleicht 5
5% Werbung. Der Rest ist selber von dir generierter Content, beziehungsweise einfach ganz normale Instagram-Stories oder so, die nicht vollgeklatscht sind mit Werbung oder so. Das finde ich nicht. Genau. Also jetzt können wir uns noch kurz sitzen. Sia hat ja wahrscheinlich jetzt in der Story irgendwelche Werbung. Gar nichts mehr davon aus. Das ist keine Werbung. Ja. Das ist Werbung hier. L'Oreal. Werbung. Werbung. Hier. Visilab. Werbung. Hier. Werbung bei Cherry. Werbung. Hi guys! Werbung. Ja. Auf jeden Fall, wie jetzt 5 Stories eingezogen ist auf jeden Fall schon mal die eine oder andere Werbung drin gewesen. Ich finde einfach schon mal grundsätzlich zu viel Werbung. So. Ja. Ich war mit da. Salut, Dude. Ist das der Manager von der Hipster-Knock? Genau, ja. Das Essen ist in 10 Minuten ready. Oh, meine Freundin schreibt hier, das Essen ist in 10 Minuten ready. Ich weiß jetzt nicht, wenn sie das geschrieben hat. Ja, moin. Ich weiß wirklich nicht. Scheiße. Jetzt müssen wir schnell machen. Wenn das Essen ready ist, dann muss ich Gas geben, weil dann muss ich gerade offline gehen mit dem Stream. So, ich hoffe, ich kann es noch ein bisschen warm behalten, weil das Video geht etwa noch 5 bis 10 Minuten. Ich ziehe wahrscheinlich nicht alles ein, aber ich werde einfach nur kurz etwas so zu dem Influencertum sagen. Also ich würde sagen, nicht so viel, nicht 30% weg. 30% viel zu viel. Finde ich nicht authentisch. Was dein Message ist. Und das hat nichts zu tun nur mit Verkaufen. Sonst es würde zu dry sein und du würdest nie Followers haben. Oder sehr wenig. Wie viele Posts musst du machen für Moet? Im Vertrag haben wir 2. 2 für eine Zusammenarbeit für eine Periode. Auf welchen Post oder welche Story bist du besonders stolz? Die von gestern hat mir gut gefallen. Aber alles, was die Leute haben eine Reaktion zur Positivität, bin ich immer stolz. Hi guys. I have been thinking of using Instagram to just speak to you in a spontaneous way. Try to focus on that one thing that makes you happy. Ah ja. Focus on the one thing that makes you happy. Noch nie gehört. Instead of the 10, 20 things that are upsetting you or making you feel sad. And try to think about it and make it bigger in your head. It's kind of a trick I started to learn and it's working magic on my life. So I wanted to share it with you. Like this, spontaneously. Have a good day. Ja. Ja, okay, ja. Ihr wüsstet wahrscheinlich das selber. Das ist ein riesen Tipp. Danke für mal gesehen, ja. Das habe ich also gesehen, ja. Noch nie der Tipp. Boah. Der macht jetzt mein Leben wirklich um einiges besser. Ich denke jetzt einfach ans Positive. Und dann geht's mir gut. Danke, Xenia. Ich glaube, soziale Netzwerke sind, auch wenn du hast 100 Followers, geben dir diese immediate Dopamin-Hit. Weil du hast ein schönes Foto, du postest es und es gibt eine Reaktion sofort. Es ist wie, ja, ein wenig eine Droge, ich würde sagen. Für mich, das ist, ich habe kein Problem. Ich kann das kontrollieren, ich kann das verstehen. Aber wer würde von sich nicht sagen, dass er das kontrollieren oder verstehen kann? Also, ja, keine Ahnung. Der Jorgi mit seinem Tesla. Muss. Ja, also wir haben jetzt eine erste Recherche gemacht auf Google zu diesen Kopfhörern. Ja, aber zu diesen Kopfhörern ist mir scheißegal, ob er jetzt einen Kopfhörer kaufen kann oder nicht. Und vom Galaxus Hein ist mir auch gleich. Wie das Influencer-Thema, wie man eigentlich haben. Ich würde es positiver erwähnen und ich würde sagen, Drehen ja schon. Wenn man es Verführen nennen möchte, stimme ich dieses Statement vollständig zu. Stimme ich dieses Statement vollständig zu. Ich bin von den Niederlanden, ich komme gerade direkt von Amsterdam, oder? Ich würde es positiver erwähnen und ich würde sagen, wir nennen das Marketing. Heute bin ich beim Visilab, mein Sponsor, weil ich habe schon lange hier nicht gewesen und es ist mein erstes Mal in diesem Boutique und ich werde ein wenig Brillen anschauen für mich selber, weil ich habe viele Brillen und ich liebe Brillen. Ich bin self-made und ich will, dass die Leute das
auch verstehen. Zum Beispiel, ich bin Botschafterin von den UN für den SDG Goal, aber Gender Equality. Ja, okay, ist gut. Ein Wirtschaftsstudium sicher hilft mich in einen Teil von was ich mache, weil es gibt mehrere Themen, die haben zu tun mit Business. Es ist ein Business. Also du lebst 100% vom Influencer sein. Und ich bin super zufrieden. Sie hat Wirtschaft studiert, also wirklich Hut ab. Ich würde das nicht ändern. Diese schön. Und willst du das posten? Also auf Stories sicher, 100%. Warum? Oha, Spende. Samuel Bär. Ey, schon lange nicht mehr gespendet. Samuel Bär, spinnst du eigentlich? 10 Hämmer holst du raus. Merci vielmals für die 10 Stutz. Danke dir vielmals, Samuel. Ist wirklich nicht selbstverständlich. So, machen wir noch schnell ein Video. Fertig. Merci vielmals. Ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, weil die Freundin ist wahrscheinlich schon am Kochen, am Türdrehen. Ey, das Essen ist fertig. Ja. Ist das schön? Wenn du das gerade siehst, kannst du mir doch riechen, hier zu immer. Ich sage, ey, wir müssen jetzt essen. Genau. Weil es sagt die Geschichte, dass, wo ich bin, was ich mache und die Brillen, also die Sonnenbrille gefällt mir sehr gut. Es ist so mein Stil. Kaufst du sie? Also wahrscheinlich, ich muss ein wenig überlegen, weil die sind ziemlich teuer. Aber ich bin schon verliebt. Das du war verdienst sehr... ja gutes Geld, du kannst es dir leisten, oder? Ja, aber ich habe auch Spesen in meinem Leben. Nicht nur einfach Shopping und Shopping den ganzen Tag. Die Zukunft dieses Markts kann wirklich unglaublich Science Fiction werden, weil es existiert schon, dass es gibt Avatars von Leuten, die sind digital kreiert. Also wird irgendwann einen Avatar von Xenia geben, dem man folgen kann? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Juckt mich auch nicht. Gibt ja so digitale Instagram-Pages, aber ja, draufgeschissen. Ja, mittlerweile sind jetzt schon recht viele Empfehlungen reingekommen. Ja, der Aldo Gnocchi. Zuerst mit dem Tesla flexen, man kennt ihn. Und jetzt gibt es da noch irgendetwas Influencer-mäßiges zu sagen? Ich glaube nicht. Dementsprechend tue ich jetzt einmal hier. Ja, was soll ich sagen? Einfach nochmal kurz zusammenfassen, zum sagen, ja, eben, sie kann machen, was sie will, auf jeden Fall, so stehen wir auf keinen Fall. Aber ich finde einfach, eben, vor allem die Aussage, 30% Werbung und 70% Content finde ich viel zu wenig Content. Ich muss mindestens, würde ich schon sagen, 95% eigen kreierter Content für die Leute, ohne dass es irgendwie mit Werbung gekoppelt ist, sollte würde ich schon sagen, sein. Genau, ja, würde ich schon sagen. So, also, geben wir noch Like, sag, und dann schaut ihr jetzt hier nochmal um chillen mit Chat. Hallo zusammen. Ja, genau, es ist eine richtig natürliche und authentische Frau, die Xenia. Genau. Da hat jemand noch in den Chat geschrieben, und zwar hat der Chat geschrieben: Du hast ja gesehen, du hast noch nie Alkohol getrunken, der auch noch nie ein Eve oder ein Sommersbier oder so. Nein, habe ich noch nicht getrunken. Nein. Danke vielmals, Luana, für deine Glückwünsche. Danke dir vielmals. Und eben, ich muss jetzt mit dem Stream wahrscheinlich aufhören, weil ich will jetzt gegessen, ich habe Hunger. Also es ist schon 4:09, ich muss jetzt gegessen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Sorry, ich muss jetzt das Ganze so abrupt abbrechen. Aber ja, ich wünsche euch jetzt auch gleich einen wunderschönen Abend. Danke vielmals Samuel Bär, danke vielmals Ja News für die ganze Spende. Das ist sehr, 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 sehr nice. Der Cringe hat hier reingekickt in diesem Video. Aber ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Genießt es und habt es gut. Ich wünsche Hilbe. Ciao, ciao zusammen. Tschaußen. Danke vielmals. Immer gut und eine große Freundin. Ja, genau, mache ich. Ist gut. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Peace und Blümli. Ja, das war ähnlich. Schöne Woche.